CB Gameplays. Bin fast da. Hey, wann immer du mir erklären willst, wo du bist und was du eigentlich machst, sag Bescheid. Sie ist meine Schwester. Ah, okay. Ich versuche herauszufinden, was los ist. Kleinen Moment. Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part von Let's Play Mirror's Edge. Und ja, jetzt gehen wir zu der Schwester. Also zu unserer Schwester quasi. Und ja, machen wir uns einfach mal auf den Weg, oder wir sind ja eigentlich schon auf dem Weg. Drake Das meinte, hatte er ich nicht Stress vor. am West Island, bei Popes Haus. Ich schätze, du bist dahin unterwegs, aber sei vorsichtig, keiner weiß, was da vor sich geht. Jetzt kommt ein Ort, wo ich mir immer sehr unsicher bin, aber ich glaube, so funktioniert. Ja, so funktioniert. Du weißt, dass er als Bürgermeister kandidiert hat. Endlich jemand, der hier wirklich was verändern könnte. Okay. Planen Sie dieses Wochenende einen Ausflug zum New Eden Einkaufszentrum? Dann müssen Sie einfach beim Restaurant The Taste of New Eden Halt machen. Zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder für einen Snack zwischendurch. The Taste of New Eden. Ein kleines bisschen vom Paradies. Aha. Okay. So, jetzt kommt eine Cutscene, da werde ich wieder nichts sagen. Kate, Was machst du denn hier? was ist das? Du? Nein! Erkennst du ihn nicht? Sollte ich? Das ist Robert. Robert Pope. Ein Freund von Dad. Shit, der Pope? Er hat mich angerufen. Wir hatten wenig Kontakt, seit ich bei den Cops bin. Bei ihm wurde eingebrochen letzte Woche. Er ist im Wahlkampf. Liest du denn keine Zeitungen? Das sind doch keine Zeitungen mehr. Das ist Werbung. Er wollte Bürgermeister werden. Dann hat ihn der Einbruch wohl ziemlich mitgenommen. Das habe ich auch gedacht. Aber es war seltsam. Er hat mir von dem Einbruch erzählt, mich gebeten vorbeizukommen und hat nach dir gefragt. Wirklich? Ich habe ihn mindestens 10 Jahre nicht mehr gesehen. Wie auch immer. Er war am Leben, als ich hier ankam, saß an seinem Tisch und hat geschrieben. Dann wurde alles schwarz. Als ich zu mir kam, hatte man ihn schon erschossen. Und ich bin sicher mit meiner Waffe. Da war ein Buch auf dem Tisch. Ein Tagebuch. Es war weg. Ich bin überzeugt, dass noch jemand im Gebäude war. Mein Funkgerät liegt im Wagen. Ich hatte nicht mal Zeit, das hier zu melden. Los, komm mit mir. Ich bring dich in Sicherheit. Weglaufen ist keine Lösung. Ich bin nicht wie du. Wenn ich weglaufe, sieht es aus, als wäre ich schuldig. Glaubst du, das war ein Unfall, Kate? In dieser Stadt gibt es keine Unfälle. Jemand wollte ihn loswerden und du sollst dafür bezahlen. Hilf mir, Effie. Bitte. Du hast Kontakte. An der Sache muss mehr dran sein. Er wusste was. Er wollte mir was erzählen. Ich kann mich da nicht reinziehen lassen, Kate. Du weißt, was ich tue. Na toll. Ich kann Die nicht. Cops kommen, Faith. Vielleicht solltest du dich aus dem Staub machen. Und zwar jetzt. Ich versuch's, Kate. Wenn das hier schlecht ausgeht, such Lieutenant Miller, meinen Vorgesetzten. Bring ihm alles, was du findest. Ich mein's ernst, Faith. Denk dran, die spielen nicht sauber. Los, verzieh dich. Jetzt geh! Und Faith. Danke. Okay, jetzt kommt gerade ein ziemlicher Action-Teil. Raus aus dem Gebäude. Also ja, wir müssen wie immer eigentlich abhauen und es wird einfach extrem auf uns geballert. Das Vorteam rückt vor, Faith. Such einen Weg daraus. Okay, Durch die Buchhaltung müsstest du rauskommen. durch die Scheibe. Und hier runter. So.
Okay, weiter. Jetzt werde ich mal zum ersten Mal die Zeitlupe benutzen, wenn ich hier leichter wegkomme. Oder auch nicht, aber okay, zum Glück hat es geklappt. Der meint das ernst. Schwing deinen Hinter zum CEC-News-Gebäude. Ich suche dir einen Weg da raus. Ich sehe sogar mit Helikopter auf einen loskommen. Was soll das? Bewegung, Faith. Bin ich überhaupt richtig? Ich glaube schon. Ach ja, genau, hier entlang. Nein! Oh, verdammt. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. So, aber diesmal schaff's noch. So. Und jetzt da. Okay, gut. Schnell in den Lift. Bitte. Okay, du kannst durchatmen. Was für ein Chaos. Ich glaub's nicht, dass es Pope erwischt hat. Diese verdammte Stadt. Du kanntest ihn also. Du hast hier in ein Wespennest gestochen. Nimm die Brücke über die Straße und lauf zur Centurion Plaza. Okay. Und gleich weiter gestürmt. Ich habe hier Streifenwagen auf dem Weg zu dir. Du hast nicht mehr viel Zeit. Sie versuchen sich einzukesseln. Schlag dich zur Plaza durch. Fast zu weit. Sie versuchen dir den Weg abzuschneiden. Schlüpf durch, halt schnell. Du musst dich zur Plaza durchschlagen. Es gibt einen Weg durch die Tunnel da vorne. Atme gleichmäßig weiter und lauf fest. Okay. Egal was hinter dir ist, lauf einfach Jetzt weiter. kommt nicht mehr viel, so wie ich weiß. Auf der Plaza müsste es einen Ausgang auf die Bahnüberführung geben. Creek kommt auf die andere Seite und holt dich raus. Also unser Kollege kommt uns jetzt zu helfen. Kopf voraus, Kleine, und denk dran, eine nach dem anderen. Bam. Den zweiten muss ich nicht unbedingt jetzt holen. Lauf weiter bis zur Bahnüberführung, das ist der einzige Weg.
Das ist der Vorteil an den Pistolen und später gibt es dann noch Maschinenpistolen. Man kann trotzdem klettern und springen wie vorher. Das geht zum Beispiel jetzt mit Maschinengewehren oder so nicht. Und bam. Bist du okay? Komm schon. Das, mein lieber Kollege, hilft mir nicht mehr auf oder so. Du hast dich gut geschlagen, Faith. Ich weiß immer noch nicht, warum die Cops so schießwütig sind, aber ich bleib dran. Und mach dir keine Sorgen um deine Schwester, wir regeln das. Und das war die zweite Mission. Verdammt, Merc! Irgendwas macht irgendwen nervös. Ich weiß nicht warum, aber sie sind mächtig unruhig. Hi, Sal. War schwer zu entkommen? Nee, die Cops sind einfach zu lahm. Aber sie sind ziemlich schießwütig geworden. Im ganzen Funk ist nur noch Pope Thema. Die Cops sind heiß. Sehr heiß. Keine Ahnung, was los ist. Vielleicht stehen Vertragsverlängerungen an. Also Vorsicht da draußen, Sal. Also was soll der Aufruhr? Unsere Kleine hier hat Beweismaterial von einem Tatort entfernt. Jetzt ist jeder Cop der Stadt hinter ihr her. Ist das das Beweismaterial? Ja, es ist wohl aus einem Tagebuch. Der Rest davon war weg. Alles, was ich entziffern kann, ist Ikarus oder so. Und zum Höchsten. Ikarus. War das nicht dieser Grieche? Genau, sein Vater hat ihm Flügel aus Federn und Wachs gemacht. Dann ist der Kleine zu nah an die Sonne geflogen. Und keine Flügel mehr und kein Ikarus mehr. Wenn irgendjemand was gehört hat, dann er, das weißt du, Faith. Ja. Ich weiß, er ist kein Runner mehr, aber er hat Kontakte. Irgendwann begegnet ihr euch. Wollen wir wetten? Wer? Jackknife. Okay. Dann beende ich hier den zweiten Part und ja, wir sehen uns dann im nächsten hoffentlich. Und ja, was ich noch schnell sagen wollte, als ich mir das Spiel gekauft habe, das habe ich mir bei Steam gekauft übrigens, war so eine Aktion, da kostet es nur 3 Euro, ich glaube normalerweise kostet es 8 oder so. Und ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, das zu kaufen, falls ihr jetzt denkt, bei meinen Videos jetzt, das Gameplay sieht cool aus und so, die 8 Euro sind wirklich nicht zu viel, oder wenn halt es kommt sicher irgendwann wieder mal eine Aktion, was billiger wird. Und ja, das wollte ich nur noch schnell sagen. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Part.